Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Hordennacht. Heute geht's ab bei 7 Days to Die. Bin schon bereit. Hoi Judy! Hoi! Der Skarasnik ist gerade irgendwie noch ein Wildtier am Jagen und kommt dann wahrscheinlich später vielleicht irgendeines dazu, aber wir müssen gerade weiter, schalten wir doch gerade live in die Welt. Da sind wir. Ich schaue auch gerade so schön an die Leitern hin. Hallo, ich bin ja ganz allein. Hallo Judy, wo bist du denn? Ich bin im Keller. Du bist im Keller? Ja, das Kellerkind, wie immer. Ja, Kellerkinder haben wir gern, solange du nicht beim Fritzl daheim bist. Aha, den gibt es ja schon lange nicht mehr. Ja, den gibt es schon noch, aber der ist nicht mehr so aktiv. Sagen wir es mal so. Okay, Item. Was ist heute der Plan? Tag 7. Ich würde sagen, es geht um Base absichern. Wieso bist denn du im Keller, wenn wir eigentlich Base müssten absichern? Weil ich habe dann natürlich als fleissiges Hänselmännchen ein bisschen eine hübschere Basis gemacht. Du hast dich immer beschwert, das ist zu eng und zu kuschelig und weiss Gott was alles. Ja, richtig. Darum haben wir da unten jetzt ein bisschen ausgebaut. Du könntest eigentlich mal ausprobieren, ich habe einen Strohball unten an, das nimmt mich wunder, ob der funktioniert. Das ist nämlich nur einer. Also nein, ich muss immer noch runterklettern. Ich kann nicht einfach runtergumpen. Aber ich gumpte jetzt gerade auf den Grind. Ja, also, es nützt nichts. Oh, hey, wow! Da sieht es ja wirklich schön aus. Schön, wow. Schönes Eichenholz hast du hier verwendet und ich sehe, du hast Kisten gemacht. Genau wie das Karre das will, oder? Mit dem edlen amerikanischen Nussholz haben wir da die tropischen Wälder abgeholzt, damit er glücklich ist. Jawohl, das sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön. Hey, und wie hast du die Kisten gemacht? Weil ich habe bis jetzt immer nur die Aufbewahrungstruhe machen. Mach mal gib mal Storage ein. Du brauchst Holz und Nägel und dann kannst du die schon machen. Das sind die grössten. Wooden Storage Furniture, ja, ist gut, I see. Nägel und Holz braucht's. Ah, okay, ist gut. Gut zu wissen. Nice, nice, nice. Aber gefällt mir, was du da angestellt hast. Ja, bei den Löchern gibt es einen Ausgang, aber das machen wir dann ein anderes Mal. Jetzt Wichtige, du hast ja schon gesagt, wir müssen unbedingt etwas machen gegen die Horde, die bevorsteht. Wir haben 3 Personen, ich weiss gar nicht, wie viele Zombies eingestellt haben, aber es dürfte einiges los sein in der Nacht. Das heisst, wir brauchen Spikes. Und ich denke, einer tut Holz schlagen, das würde ich jetzt sagen, das machst du, weil ich eine Kappe mit Licht und dann mache ich nämlich Eisen. Und okay. Hast du eine Axt? Ich habe eine Axt, aber ich muss sie schnell reparieren, sobald ich da rauskomme. Ah. Also es ist immer noch eng. Also man kommt immer noch nicht gut raus und rein. Oh, ja, warte schnell. Korridor müssen wir dann noch hübscher machen, das ist so. Ja. Ich habe dich vergessen online zu stellen. Sorry Judy, mir hätte bis jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Und etwas habe ich auch noch vergessen, nämlich, dass wir noch Let's Go machen hier. Hallo. Da sind wir jetzt. So, also, weiter geht's. Hey, mal mit Profis, ich muss einfach mal sagen. Ja, das ist... Technik ist immer so ein Ding. Du hättest unsere ersten Vollmond-Streams mit dem Valorant sollen erleben. Dort haben wir eigentlich die ersten 10 Minuten immer irgendetwas vergessen oder verhunzt. Und seitdem haben wir also doch einiges dazugelernt. Das darf ich also sagen. Halt, ich will nicht ganz raus... Hat es da oben noch irgendetwas oder hast du alles gelernt? Du hast alles gelernt. Super, ich bräuchte im Fall so ein Reparaturkit. Ja, du musst auch oben. Kannst du nicht schnell raufkommen? Ja, wobei, zur Hälfte ist sie noch rum. Also ich gehe einfach mal so lange Holz hacken, bis es weg ist. Wo gehen wir? Ich glaube, ich gehe da hinten Holz hacken. Wo ist denn mein Velo eigentlich? Wo hast du das denn da? Das müsste jetzt sein, was du abgestellt hast. Ich will jetzt gar nicht schauen. Ist nicht mehr noch. Ich habe es bei mir. Ist gut. Ich habe es bei mir. Also, ich hole mal Holz. Und, ja. Genau, da ich ja vorher auf Stumm geschaltet war und wieder mal unterdrückt worden bin da auf dem Game Rocker. Wir haben Hordennacht, ich wiederhole es nochmal. Der Game Rocker geht Holz fällen, ich baue Eisen ab. Und dann gibt es jede Menge Eisenstacheln um die Hütte herum. Das ist der Plan. So sieht es aus, auf jeden Fall. Sobald dann das Karre... Hey, wow, das Auto sieht ja geil aus. Das ist ja da voll irgendwie...
Ah, da hat jemand ein Loch gegraben, darum ist das Auto da übergefallen. Sieht aber geil aus, muss ich sagen. Du hast eine Platte, liebe Karre. Und zwar eine heftige Platte, aber man sieht sogar unter dem Motor. Nice. Sehr schön, das hast du gut gemacht. Da bist sicher du gewesen, Judy, der da, das Auto in die Seitenlage gesetzt hat, Ich oder? habe keine Ahnung, von was du redest, aber ja, ich wüsste. So, da hinten hat es auch noch ein cooles Haus, wo man könnte, dann einmal looten, falls ihr das noch nicht gelootet habt. Weil ihr macht ja mal Sachen ohne mich, Würde Zwar man es selten. nie erlauben. aber... Oh, ich höre ein Zombie. Ich habe noch Party geschickt, Das ist gut. damit Muss ich schnell immer schauen, wo sehe, das wie du Zombie stirbst. Gut, warte, ich mache gerade schnell Party an. Party ist da. Sehr gut. Ja, wart schnell. Liebes Zombie. Soll ich mit dem Messer? Nein, komm, ich wollte mal wieder mit dem Speer. So, eisige Rind kannst du haben. Gerade nochmal. Leg mal ab. Oh. Aber ich sollte eigentlich schon treffen. Das wäre noch der Sinn und Zweck von dieser Geschichte. Hoi, nur verwirrt. Sehr schön, hast du wieder eingeschaltet. Meine Werbung von gestern hat in dem Fall funktioniert. Sehr gut. Ja, der nur verwirrt überschnorrt, heute wieder einzuschalten. Einfach, dass wir gute Unterstützung haben. Wir haben es gestern von recht von urheberrechtlichen Sachen gehabt. Lieber nur verwirrt, magst du dich noch erinnern? Und, du wirst mir es nicht glauben, aber YouTube hat mir 3, sage und schreibe, 3 urheberrechtliche Ansprüche erhoben und hat mir das Video gesperrt in den Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz. Zum Glück ist es ein Stream, wo ich sowieso nicht öffentlich mache, sondern ich habe ja Let's Plays Folgen daraus gemacht. Wir haben Ziff gespielt, Judy, falls es dich interessiert. Und zwischendurch auch ein bisschen Musik gehört. Und ja, das hat YouTube nicht so gern gehabt. Oder besser gesagt, so gewisse Leute, die in YouTube den Auftrag gegeben haben, ich soll dann da mal schauen. Ah, interessant. Eben, YouTube analysiert ja nicht den Inhalt, das müsste irgendjemand gemeldet haben. Nein, das hat schon. Oh, verdammt, wieso triffst du mich? Das haben sie schon. Das ist schon. Hey, würdest du. Verdammt, Zombie! So habe ich das also gar nicht gern. Echt? Ja, komm auch noch gerade. Dann gebe ich es dir auch noch gerade auf den Schädel schauen. Echt. So, komm. Oh. So, tschüss. Ja, weil ich ja immer überredet werden muss, um hinzukommen. Ja, genau. Nur verwirrt muss ich immer überschnorren. Der will sonst nie schauen. Nie. Ich bin unterwegs zum Holz sammeln. Ich weiss gar nicht, was der Judy macht, aber das ist eigentlich auch egal. Übrigens, brauchen wir auch Beton oder so? Wäre das vielleicht auch noch etwas? Soll ich da noch ein bisschen Pflasterstein holen? Oder? Nein, konzentriere dich jetzt mal auf Holz. Klar wäre Beton cool, aber wir müssen es priorisieren. Wir haben ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Aber erzähl jetzt nochmal, wie ist das mit dem Urheberzeug? Also hat dich irgendjemand verpetzt oder hat YouTube das selber irgendwie analysiert? Nein, die haben ja so Filter. Die haben wirklich so Filter und die merken anhand, und ja, ist Content-ID. Also die merken das einfach, wenn irgendwie, das ist wie Shazam, kennst du das App? Da kannst du irgendwie 3 Sekunden laufen lassen und dann erkennst du ein Lied. Mhm. Da kannst du einfach irgendein Lied haben und dann sagt er, wer das Lied das ist. Aber hast du geschaut, ob die Ansprüche auch irgendwie von den Rechteinhaber gekommen ist? Ja, es ist von den Rechteinhaber gekommen. Ja. Voll. Also es ist nicht einfach nur von irgendjemandem, sondern das Label von noch 3 Tage bis morgen, ich weiss jetzt eben nicht mehr, wie es heisst, hat aber gemolden, dass sie den Anspruch getroffen haben und ja. Ich könnte wieder mal einmal mit den Pfeilbögen unterwegs sein, weil zwischendurch klappt das nämlich recht gut. Wie gesagt, zwischendurch klappt das recht gut.
Und sonst gibt es einfach mal eins auf den Helm! Ah, verdammt, jetzt blüht ich noch. Nicht gut, nicht gut. Ich darf einfach nicht sterben. He? Mal, so. Der Biercounter geht durch. Momentan wissen wir ja nicht, wie der Biercounter ist, weil unser Biercounter momentan noch selber ein Bier muss zählen. Er ist noch am Zählen. Er macht eben das schön korrekt. Ah, das habe ich schon geklärt. Okay, dann kann ich ja hier den Baumstamm hier noch fällen. Weil es gibt ja dort ja auch genug Fälle, wo es falsch beansprucht wird. Ja, nein, das sind schon die richtigen gewesen. Lieber nur verwirrt, das sind die richtigen gewesen. Die richtigen Leute. Aber was ist denn, wenn du jetzt einen Song selber singst? Wo es recht wenn ich ihn nachher singe, ja, dann kommt es halt darauf an, ob der Content-ID das erkennt oder nicht. Das kommt darauf an, wie gut ich es nachher singe. Also wie zum Beispiel Zürich West beim letzten Mal hat es da irgendwie ausgeschlagen. Ja, nein, bei so alten Sachen, das erkennt es aber nicht, weil ich glaube, Zürich West ist dort nicht so streng, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es nicht. Aber so die neueren Sachen, die werden also schon erkannt. Also da habe ich nicht viel Auswahl. Aber ich glaube, wenn ich so selber singe, dann merken sie es nicht so gut, weil ich treffe ja nicht die richtigen Töne. Und ich singe es ja absichtlich falsch, damit ich nicht, damit ich eben nicht so beansprucht werde. Sogar wenn du als Gitarrenlehrer auf YouTube einzelne Akkorde beibringst, wird es teilweise als Teil von einem Song anerkannt. Wow, krass. Okay. Nicht schlecht. So ja, genau. Schöne Welt. So genau nehmen sie die mit dem Urheberrecht. Wobei, ich finde es ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich dem Tommy Versetti ein Mail schreiben und ihm sagen, er soll doch mal meine Let's Plays schauen oder meine Streams, um nachher können entscheiden, ob er mich da nicht befreien von dem ganzen Scheiß. Aber, Autsch, schon wieder daneben geschlagen. Heute habe ich es nicht mit der Kühle, so wie es aussieht. Du weißt aber schon, dass das jetzt Holzfäller, nicht Zombies. Ich mache beides. Ich verbinde zwei in einem. Und du weißt ja schon, dass ich ein Reparaturkit brauche, um meine Axt zu reparieren, oder? Hättest du mitnehmen können, ja. Aber hast du ja nicht wollen. Ja, hast du eins genommen? Hast du eins oben in die Kiste da? Du hast beide, du kannst selber runterkumpen. Es hat den Heuball unten dran. Ich würde es ja gerne mal austesten, ob der Heuball funktioniert. Kannst du nicht einfach mal so fallen lassen? Aber du kannst nicht einfach runterkumpen, wenn du eine Leiter hast, mein Lieber. Schau, das ist wie Teambuilding, oder? Du tust dich jetzt eigentlich sozusagen rückwärts in meine Arme fallen lassen und vertraust darauf, dass ich dich auffange. Aber ich kann nicht. Wenn es eine Leiter hat, dann hänge ich automatisch an dieser Leiter fest. Du hängst an die Leiter und dann drückst du Leertasten. Ah, und das geht? In der Theorie ja. Und in der Praxis werden wir das live miterleben dürfen. Ja, ich tue dann das nachher gerade ausprobieren, sobald ich meine Axt abgegastet habe. Es wäre ja schön, wenn auch der Urheber wirklich etwas davon hätte und nicht nur der Rechtsvertreter. Da gebe ich dir recht, liebe nur verwirrt. Aber die Welt ist halt so perfid, dass sie sich selten oder nie um Bilder, die wir vorher gemacht haben, richten oder irgendwie so, Mani Matter. Jetzt muss ich wieder aufpassen mit dem Urheber, weil ich weiss, der rechte Inhaber von der Mani Matter Lieder, der tut ganz, ganz schwierig. Mit was knüppel ich dich an? Mit dem. Testen wir doch, singen wir ein Mani Matter Lied. Welches kannst denn du, Juti? Gute Frage. Also, das berühmteste kannst du sicher, oder? Das ist? Ja, das Zündhölzli. Das Zündhölzli. Kenne ich, aber wie es jetzt der Text sagt. Ist das das berühmteste? Ist das nicht Hemige oder... Was ist das Orientalische? Sidi Abdel Lassar? Sidi Abdel Lassar von El Homa. Ja, also Hemmige ist einfach nur berühmt wegen Stefan Eicher in meinen Augen. Von Mani Matter selber ist es eben, glaube ich, schon. In meinen Augen ist es schon das Zündhölzli. Ja, wenn man so die Songs anschaut, weißt du, wenn du Gitarre lernst, so die ersten einfachen Songs, dann ist es immer irgendwie
der Sidi Abdelassar gewesen, könnte ich jetzt mal wetten. Das ist x-mal auf der Gitarre Der Sidi gespielt. Abdel ist einfach zum Spielen. Eben, das sind so die Anfängersongs, oder? Wo du lernst die ersten Akkorde auf der Gitarre. Ja, bin ich nicht sicher, ob das der Sidi Abdel ist. Im Fall, bin ich nicht sicher. Ich habe gemeint, ich hätte es mal als es eins gibt von den ersten einfachere gelernt. Songs. Es gibt einfachere Songs vom Mani Matter. Oder Hemmingen. Hemmingen ist doch auch voll einfach. Hemmingen ist ziemlich einfach. Also ich denke, es wird eher Richtung Hemmingen gehen. Der Eskimo, habe ich lange gedacht, seid ihr nur verwirrt. Ich finde den Eskimo eines der besten Mani Matter Lieder. Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo? Aber ich glaube im Fall nicht, dass das eines der berühmtesten ist. Ich habe immer gehofft, dass irgendein cooler Hip-Hopper mal eine geile Hip-Hop-Version macht aus dem Eskimo. Aber irgendwie haben sie sich nie auf das bewogen. Sie haben immer nur die anderen Lieder genommen. Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist ja alles ziemlich geistreich, was der Herr Matter da so von sich gegeben hat. Das ist es so, das ist es so. Und es kommt eigentlich auch nicht darauf an, welchen Song das man von Mani Matter spielt. Er ist einfach gut, weil der Text so genial ist. Aber zum Spielen, also auf der Gitarre, ist es im Fall recht schwierig. Also, ja, ich bin daran verzweifelt. Ah, der Alpenflug haben wir vergessen. Ja, richtig, Alpenflug. Der ist natürlich auch recht berühmt. Und das ist Was? Noch nie gehört. eben unsere Lieblinge gewesen. Ah. Vor allem sehr zeitlose Texte, genau. Aber plus Zeitglocke holt der Mani wirklich gern ab. YouTube aber. Ah, ja genau. Also Zeitglockenverlag, wo der Mani Matter ja drunter verschrieben ist, der hat also wirklich, die tun ganz gut schauen. B für El Hamma. Und heute zusammen, komm gerade, da ist Karasnik, ist gut. Wir tun schon mal eine Frau einwickeln in Schleier. Und kennt er sie dann nachher für 200 Kamele oder so. Aber die 200 Kamele musst du zuerst noch looten, liebes Karasnik. Oh, das ist aber billig heute, ey. Nur 200. Ja, du musst jetzt im Karasnik einfach nicht sagen, dass unter dem Tuch eine Zombiefrau wird liegen. Ja, aber auf das steht er, ja. Eine Schreierin dann noch. Schreit, Alter, perfekt. Wir müssen sie einfach zuerst einfangen und sie können einhüllen. Wobei ich glaube, dass die Zeitglocke die Verwertung auch weitergegeben hat und darum es auch wieder extremer geworden ist. Das könnte sein, das weiss ich nicht. PS, habt ihr schon mal den Kamelrechner ausprobiert? Der Kamelrechner meinst du jetzt hier bei 7 Days? Ich habe gar nicht gewusst, dass es da einen Kamelrechner gibt. Ich habe gewusst, dass es einen Zombie-Rechner gibt und dass man Zombies kann spawnen, so viel wie man will und wenn man will. Wenn man ein Admin-Profi ist wie der Judy. Ich könnte schnell Schreittante, Schreittante spawnen für das Karren, wenn er kommt. Ah ja, das könntest du eigentlich für das Karren. Ja, das finde ich eine schöne Idee. Das finde ich super. Also, ich habe jetzt im Fall meine Axt gleich da unten. Gleich ist es ganz da unten. Ich probiere jetzt noch die 2 Bäume hier mitzunehmen. Und oh, da hat es noch ein Nest, da nehme ich auch noch mit. Darf ich Nester mitnehmen? Weil in den Nestern hat es meistens Eier. Das dürfte aber nur, wenn Ostern ist. Nur wenn Ostern ist? Oh, dann müssen wir aber noch ein bisschen warten. Kamelrechner. Nein, den mit dem Kamelrechner, den habe ich jetzt gerade irgendwie nicht gecheckt. Aber 200 Zombies geht eine Schreierin in verhüllt für das Karasnik. So, ich muss retour kommen. Und dann das mal ausprobieren, wie das aussieht. Ah, weißt du, ich könnte eigentlich da hinten gerade noch schnell neue Bäume pflanzen. Hallihallo! Ah, grüezi wohl! Ja, grüezi. Wey. Schön bist du da! Abend. Schön bin ich da, freut mich auch. Gut. Ich habe dir mal den Link geschickt. Okay, danke vielmals. Oh verdammt, ich gehe nicht jetzt schauen, weil ich bin gerade da beschäftigt mit dem Zombie. Oh verdammt, du rennst! Du blödes Zombie, rennst! Halt, warte, Kühle. Da. Nein, Kühle läuft nicht. Verdammt! Hör schon mal auf! Blöder Siech! Du sollst Holz fällen, nicht Zombies. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ich muss ein Reparaturkit holen, wenn ich weiter Holz fällen will. Einfach, dass ich das auch
zum 100. Mal wiederholt habe. Okay, habe ich eine Aufgabe? Ja, wir haben dir eine Schreierin Hallo Judy! Wo? gespawnt. Oder nicht, liebes Karasnik? Liebe Judy, hast du mir jetzt keine? Wie heisst denn die Tante? Wie die Tante heisst? Heisst die nicht Skyler? Nein! Ja, du musst mir doch geschreien. Schau mal, das hat also die Spikes, die... Jetzt macht er unsere Spikes kaputt, ich glaub's nicht. Die sind einfach da gestanden. Soll ich im Fall mit dem Holz, das ich schon habe, ein paar Spikes machen? Das wäre eigentlich gar nicht so blöd, oder? Ein paar Holzspikes. Ah, da. Willst du mir jetzt... Da Wirklich? kommst du deine Frau über. Warte. Oh, warte, ich will das aber sehen, bitteschön. Wo bist Würdet denn ihr du? warten? Gerade vor dir. Aha. Wo sind ihr? Dort sind ihr. Vor der Okay, Basis. warte. Ja, ich komme. Ich probiere jetzt noch schnell einen Baum auf der Tierstraße. Hast du gelernt, wie man